Salü, ich bin's, der Situal und herzlich willkommen zum weiteren spannenden Spiel StarCraft 2. Und heute spielen für uns der Seomon gegen den Man King, Rote Protoss. Und das Spiel ist, wenn ich mich recht entsinne, das Halbfinale vom thisisesport.ch Einstiegsturnier, das vor ein paar Wochen über die Bühne gegangen ist. thisisesport.ch, neue esport.ch, sorry, ohne S am Schluss. Ich habe selber mehrmals mit S am Schluss geschrieben und mich dann immer gewundert, komisch, wieso glaubt das nicht schneller? Na egal, auf jeden Fall ist das Halbfinale von dem spannenden Turnier. Im Final hat es leider das Forfait gegeben und so sind die Finalspiele natürlich nicht ganz so spannend gewesen. Einer von den Finalisten hat gesagt, ja, ich fühle mich nicht ganz so fit jetzt noch zu spielen. Und der andere Finalist hat gesagt, ja, du, morgen können wir das nicht spielen, ich will das jetzt über die Bühne bringen. Und dann hat der andere gesagt, okay, gebe ich halt GG. Und so ist das dann halt auch gelaufen. Aber dafür ist das Halbfinale eine wirklich spannende Sache gewesen. Zwischen zwei wirklich guten Spielern. Hier sehen wir den roten Man King schon voll am Umrotzen. Am schauen, ob er den Seomon aus dem Konzept kann bringen kann, indem mit seiner Probe immer wieder ein bisschen reinfährt. Sich glaube ich auch geärgert, dass er hier nicht irgendwie noch Pylon hätte können herschießen, um die schnelle Expansion zu verhindern. Probiert jetzt einfach mit der Probe ein bisschen Schaden zu machen und wird jetzt surrounded und muss sich zurückziehen und wird auch vernichtet. Die arme Probe. Ganz allein vernichtet. Und hätte Seomon eigentlich in der ganzen Zeit irgendetwas können scouten von seinem Gegner? Nein, gar nicht. Er weiss noch nicht mal, wo er ist. Wäre das nicht die berühmt-berüchtigte Xel'Naga Caverns, wo, wenn man an einem bestimmten Ort startet, man automatisch weiss, dass der Gegner am anderen bestimmten Ort startet, wo man starten kann. Was für ein genialer Satz. Und wie wichtig zum Wissen für alle Zuschauer von StarCraft 2. Und wie ihr seht, hier ist wieder mal die gute alte Hatch Before Pool Strategie am Werk für den Seomon. Und wir können gespannt sein, was uns der Man King für eine Strategie wird zeigen. Hier noch 2 zusätzliche Warp-Knoten, Warp-Tech ist auch schon unterwegs. Und daraus können wir eigentlich schliessen, dass der Man King irgendetwas plant in Richtung Fast Expansion. Weil obviously, oh, die armen Zerglings sind da eingeklemmt und ja, haben kein langes Leben gehabt. Das kommt halt, wenn man zuvor laut scoutet. Und der Man King hat anscheinend die 50 Energie sehr gern verschwendet, um die 2 Zerglings können zu killen, die armen Zerglings. Und wie sieht das aus? Wird jetzt tatsächlich eine schnelle Expansion kommen? Ah, wir warten drauf. Pro macht Nexus. Nein, der Pro macht kein Nexus. Pro macht hier zuerst mal. Er wartet jetzt erstmal und schaut, was so geht. Währenddem sein Gegner, der Seomon, in aller Ruhe mal Xel'Naga Watchtowers besetzt, zum schauen, was geht so ab auf der Map. Und der Seomon will das gar nicht erst lang abwarten. Kann dort nicht lang bleiben, kann das nicht geniessen, weil da kommen auch schon Mankind seine Truppen und vertreiben den arme, wehrlose Zergling von seiner Basis. Der Zergling hat nur noch 5 HP, muss sich jetzt also zurückziehen. Und tatsächlich, wir haben einen Nexus, eine Fast Expansion mit relativ vielen Sentries. Das ist das Sentries zur Not mit Force Field hier so etwas wie ein Wall-In machen können, mit dem es dann leichter ist, sich gegen wirklich Early Aggression zu verteidigen. Hier, die kleine Armee vom Mankind ist fast surrounded worden von den Truppen, aber sie hält sich sehr gut hier an dem Grund und können darum kaum surrounded werden. Und hier ist weiter das Force Field und durch die vielen Force Field ist es natürlich irgendwie sehr, sehr schwer für die Zerglinge wirklich gute Surrounds zu kriegen. Da hat ziemlich viel Zergling verloren, aber er hat immerhin 2 Sentries können killen. Und wir sehen, das ist ein sehr, unter anderem auch mikrolastiges Spiel, wo es zumindest im Frühspiel wir Sachen sehen, wo man sonst in meinen Videos nicht unbedingt so oft sieht. Und
das arme Zergling ist direkt in den Tod gerannt, ohne irgendetwas zu machen. Und was macht der Dings? Er erforscht Burrow und macht hier einen schönen Force-Field auf der Ram, zu verhindern, dass Verstärkung vor First Base kommt. Muss sich hier aber gegen die Zergling zurückziehen. Die Force-Field kommen aus meiner Sicht ein Tick zu spät und man sieht, die Zergling da oben haben nicht können in die Schlacht eingreifen. Der Seomon hat ein bisschen Mining Time verloren. Er hat seine Probes ein bisschen zurückziehen. Aber hier oben scheint die Armee vom Seomon doch auftreiben, vor allem weil die Viecher keine Force Field mehr haben, die sie können einsetzen können. Und der Army Stalker kämpft um sich Leben. Sieht irgendwie komisch aus, wie es Surround von 20 Zerglings, die nur machen. Und alles, was du musst, ist Zap. Zap. Yeah, suckt. Ein bisschen. To be a stalker in such a situation. Auf Alpha sieht die Expansion vom Man King schon gut aus. Ist schon voll am Probes rausmachen. Mit Corona Boost. Und weitere Truppen sind hier auf dem Weg. Ah! Es verliert hier auch ein paar Probes. Die Zergling fressen die Probes weg, sicher 3, 4, 5 Stück. Und das ist natürlich nicht so gut. Die kleine Truppe verloren, hätte ich müssen zurückziehen. Was macht denn die? Interessant. Ich nehme mal ein Gas und gehe rauf. Vermutlich ist da oben irgendwo der Sonnengott, der arbeitet mit dem Gas. Aber für das haben wir jetzt keine Zeit, weil anscheinend macht der Man King sich bereit für einen weiteren Schlag gegen seinen Gegner. Gegen den Seomon, der inzwischen seine Third Base hier ohne vorgerufen hat, aber sie schafft noch nicht. Hat hier die Rocks zerstört, um sie schnell zu verstärken. Der Seomon entscheidet sich jetzt doch wieder, seine Truppe zurückzuziehen und macht mit dem einen armen, tapferen Silot quer durch die ganze Map, um sicher zu gehen, immer zu wissen, wie viele Expansion das so unterwegs sind. Macht das auch nicht falsch, er weiß, wo die Search steht und weiß entsprechend auch, wie er reagieren muss. Warpt weitere Truppen rein. Entscheidet sich jetzt auch, die Rocks hier zu destructen, um hier allenfalls auch noch eine Expansion reinzuknallen. Und der eine Silot kommt da hin und wird sofort Opfer vor einer Massenschlägerei. Leck, der muss sich auch geführt haben, wie der Nationalrat fair in einer Tagung von schwarzen Block. Aber trotzdem hat er seine Aufgabe erfüllt. Nicht unbedingt der billigste und effizienteste Scout, vor allem wenn man denkt, wie langsam die Viecher sind. Aber immerhin weiß er jetzt, dass der Seomon eine weitere Basis hat. Und wieso versteckt er seine Armee dahinter, Seomon? Er hat vielleicht einfach sicher gehen, dass nicht irgendein Ninja-Expansion steht, mit denen er nicht rechnet. Und natürlich sehr ungut gewesen wäre. Hier geht trotzdem Third, aber vom Man King mit wow, 5 Cannons. Keine schlechte Verteidigung. Während der Seomon seine Truppe wie wild auf der Map umzieht, die nicht predictable sind, scoutet jetzt hier auch die Expansion. Sieht die viele Cannons. Und sein Zergling hat so Schiss, dass er sich gerade vergrabt. Oh! Aber keine Chance. Ken ist da. Ken sieht den vergrabenen Zergling. Und der Zergling da weiß auch nicht so recht, was er soll. Oh, ein Massenangriff von den Overlords. Wahrscheinlich wollte er hier einfach genug Creep spreaden, dass seine Truppe auf schönen, guten, fleischigen Untergrund, wo Creep halt einfach den Füße gibt vom gemeinen Zerg, können kämpfen, sich können fortbewegen. Das ist auch ein bisschen mehr taktische Option zu haben. Sich allenfalls auch schnell können zurückziehen über den Creep-Teppich, der da versprüht wird. Und kommt er zum Angriff. Er macht die Ken, greift zuerst die Ken an. Und der Man King haltet seine Truppe dahin zurück. In einer relativ guten Position. Hat sein Dings da auch zurückgelassen. Sein tapferen, kleinen, unsterblichen, wo einfach keine Chance hat, die das ganz sicher wird.
die ganzen Hydralisken, wo der Sohlmann natürlich hätte müssen machen, wegen diesen Fastglide, wegen diesen Void Rays, wegen der Vuvuzela of Death, wo, wenn sie erstmal trötet, wirklich ein grosses Problem ist für Roaches und im Prinzip auch für Zerglings, weil die Viecher einfach nicht aufschiessen können. Und ich habe das Gefühl, er hat sein Ziel erreicht und tatsächlich gegen Colossi. Das ist ja so eine kleine Standardstrategie von von Protoss gegen Zerg, dass man probiert mit Lufteinheiten den Gegner dazu zu bringen, einen Haufen Hydras zu machen und dann zu schwenken in Colossi. Mit Colossi, das sind wirklich, das sieht man jetzt gerade, die schaffen wie Scheibenwischer gegen Regentropfen. Und wirklich, die Hydras, die schmelzen weg, die haben kein Brot, obwohl Thermal Upgrade noch nicht da ist. Obwohl er nur mit seinem sehr, sehr kurzen Strahl oder Papas verschiessen muss der Soemann sich mit seinen vielen, vielen Hydras zurückziehen und weiss jetzt auch, wieso er den Creep Highway da geleitet hat. Sonst hätte er vielleicht seine ganze Armee verloren. Gegen die schnellen Stalkers, die hat das einfach fertig geschossen. Und weitere Warpquote für den Manking! Und die Expansion 4 für den Soemon steht unterdessen auch schon. Aber hier wird noch nichts gemeint. Hier wird noch gar nichts gemeint. Und die hier meint auch, aber im Moment sieht es nicht so aus, als ob er Zeit kriegen wird, genug Probes zu machen. Er hat sich entschieden, ein paar Corruptors auf Feld zu rufen, um gegen die Colossus vorzugehen. Und hier wird einfach Creep spreadet. Wieso auch nicht? Immer eine gute Idee, ein bisschen Creep spreaden. Die Armee vom Manking wird grösser und grösser und grösser. Schmieden stehen da, Upgrades sind da. Thermal Upgrade, Thermal Lance Upgrade ist auch gerade da. Es sieht sehr, sehr gut aus für den Manking. Und der Dings sieht so aus, als ob er hier die Expansion auch noch holen will. Die 50 Gold Expansion. Und er muss etwas machen, weil wenn Protoss erstmal so einen Ball zusammen hat, kannst du als Zerg eigentlich nur noch gewinnen, wenn du einen ökonomischen Vorteil hast, wenn du einfach viel mehr Truppen ins Feld kannst schicken als dein Gegner. Und mit viel mehr heisst es etwa doppelt so viel. Weil die Kolossi, die hauen wirklich die Hydras weg, dass es nicht schön ist. Und wenn du keine Hydras machst, dann bist du relativ schutzlos gegen die hier, gegen die Void Rays, die Seal of Death und Corruptors vor allem. Corruptors, die können nicht viel machen gegen die Seal of Death. Aber sie können viel machen gegen Colossi und das ist wahrscheinlich sein Plan. Mit der zuerst Colossi ausschalten und dann ist der Kampf am Boden um einiges ausgeglichener, als wenn er nur mit seiner Boden kommt. Und andererseits sind die Viecher natürlich relativ anfällig gegenüber Stalker und natürlich auch die Void Rays. Und ein Colossi ist down. Force Field stöhnt. Force Field erschwert so jemand eine gute Concave zu finden. Und immer noch steht Colossi da und gerade sind die beiden Stalker down. Der letzte Colossi ist down. Ein weiterer Colossi kommt, aber just in dem Moment nachher. Und der Seomon entscheidet sich zurückzuziehen. Seine letzten 5 Hydras. Und ja, wahrscheinlich der richtige Entscheid gewesen. Die 5 Hydras dort oben hätten sozusagen gar nichts mehr gemacht. So aber hat er die immerhin noch für den nächsten Angriff. Wo im Moment anscheinend leider nur aus Hydras besteht. Und im Moment scheint er auch gar nicht zu bauen. Und hier weiter mit 6 Cannons. Eine 4. Expansion für den Manking, wo jetzt im Dings wieder ein bisschen aufholt, im Expansion Count. Aber die Goldig hier, die scheint wirklich gut zu laufen für den Seemon. Er muss jetzt unbedingt schauen, dass er die Ressourcen auch umsetzen in eine gescheite Armee. Er muss wirklich, er müsste eine Queen haben zum Vomiten. Und mit der anderen Queen, mit der Queen müsste er auch vomiten, um wirklich genug Larva zu haben, um die Mineralien, die von der Gold kommen, auch auszunutzen. Um irgendwie eine Chance zu haben gegen die Colossus Stalker,
Ball da. Es wird natürlich noch schwer, wenn Phasengleiter im Spiel sind, weil Void Rays sind eigentlich gegen den einzig wirklich gute Counter, was es gegen das gibt, nämlich Ultralisken sind jetzt brauchen. Und hier kommen noch ein paar Berserker. Das hat Style, noch ein paar Berserker hinzuworfen. Vor allem, wenn man ein bisschen wenig Gas hat. Und hier kommt der Angriff von Seoman auf die 4. Expansion, wo der Dings für den Moment ein bisschen schutzlos gehen haben. Die paar Cans können nicht genug machen. Er entscheidet sich, den Rest von seiner Armee wieder zurückzuziehen und nur die paar Einheiten da aufzuräumen zu lassen. Wieso das D-Zirkel des Zwielichts so nah da vorn dran gegnerische Basis aufgegangen ist mir auch nicht verständlich. Und wir haben einen dunklen Schrein auf dem Weg. Sehen wir etwa noch... Nein. Dark Templar? Dark Templar? Wäre natürlich ein sehr spannender Move, mit dem der Seoman sicher nicht rechnet. Die armen Corruptors haben keine Chance, sind fast viel schneller drauf. Und was machen die Viecher? Die rennen bei, kriegen einen Haufen Treffer ab. Und sind jetzt Dritte gegen einen Haufen Probes. Aber die Probes scheinen irgendwie nicht Sinn zu machen. Stattdessen warpt er jetzt hier noch ein paar Truppen rein, der Main King, um kurz einen Prozess zu machen. Mit den Truppen entscheidet er sich jetzt anzugreifen. Sucht er jetzt die Entscheidungsschlacht. Weil der Dings hat jetzt wieder ein bisschen mehr Schaben reingenommen. Weil die Schaben die verlieren nicht ganz so schnell gegen Kolossi. Aber es wird trotzdem schwer, irgendetwas gegen die Kolossi zu machen. Und er entscheidet sich jetzt einfach stattdessen Eye for Night zu gehen. Zuzulassen, dass seine Gold Expansion down geht. Und probiert stattdessen auch noch die eine oder andere Mining Expansion vom Seoman vom Main King killen. Er ist jetzt hier. Aha. Wird mit der Cannon relativ spielend fertig. Und was macht der Man King? Der Man King holt sich auch die Expansion da oben von seinem Gegner. Und die Roaches hier sind sozusagen unchallenged. Seoman geht ein bisschen zurück im Army Count. Und hier auf den Army Count schaut, ist er wirklich foodtechnisch ist er hinten rein. Hat natürlich einfach die viel größere, stärkere Armee, insgesamt die beste Technik-Armee. Und ja, er kann jetzt auch nicht mehr meinen, dass der Man King muss jetzt sozusagen mit den Truppen, die er noch auf dem Feld hat, eine Entscheidung herbringen. Vor allem, weil er die jetzt den Nexus auch noch verloren hat. Im Prinzip nur noch ein Nexus, der da oben, muss jetzt Long Distance Mining machen, dass er überhaupt noch meinen kann. Die beiden Verdingselten hier könnten die Probes auch irgendwann fertig machen. Aber es wird gleich schwer für den Seoman. Irgendwie muss er die Armee da fertig machen, dann hätte er vielleicht noch, dann hätte er sogar eine gute Chance zu gewinnen. Aber die Kolossi stehen alle da oben auf der Ledge, machen alles fertig und die Corruptors da scheint das gar nicht groß zu interessieren. Die bringt auch nicht viel und wir sehen, wenn wir mal mit schauen, wie schnell die Armee einfach vaporisiert worden ist. Das ist quasi um 60 Fuß oder so ist Kate in dieser Schlacht. Der Seoman, während der Man King nur etwa 10 oder so verloren hat. Und mit dieser Army Composition ist es natürlich sehr schwer, irgendetwas zu machen. Auch die zweite Team-Base-Dings geht nicht. Und der Seoman sagt GG. Obwohl der Dings nur noch einen Nexus hat. Spannendes Spiel. Hoffe, heute hat das so viel Spaß gemacht wie mir. Und ich schalte bald wieder rein, wenn es heisst SC2 All Casts SC2.